möchte ich hier ein paar Damen und Herren Danke sagen, die uns die Autos zur Verfügung gestellt haben. Barbara und Ivano Saloni, die sind Besitzer von den Spider und vom Sprint da rein, fahren praktisch täglich mit dem Fahrzeug. Der George Camp, im gehört Giulietta Treida rein, ebenfalls fest eingelöst, ist fast täglich oder mindestens, wenn man Lust hat, unterwegs mit dem Auto. Der Otto G, unser lieber Andreas Stegerwald, das Auto haben wir den Frühling ausgeliefert. Es hat jetzt 4000 Kilometer auf dem Dach. Und ich würde sagen, das ist doch ein richtiger Otto-G-Fahrer, der das Auto nicht einfach kauft für die Tiefgarage oder ins Museum stellen, sondern der effektiv auf der Straße unterwegs ist und Freude hat an dem Auto. Der Heinz Wüst, er ist mein direkter Ansprechpartner, wenn es um etwas Historisches geht, dann kann ich ihm anrufen und sagen, so Heinz, ich sollte das und das haben, wüsstest du und so weiter. Und 2 Tage später rufen sie mir an, hat die Chance in Dunkel. Unheimlich viel, ganz guten Kontakt. Vielen, vielen herzlichen Dank für Leute, die ganz spontan bereit sind, uns die Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Wieso gibt es für mich ausgerechnet zwischen diesen 3 Autos und der Mito eine Verwandtschaft? Das sind über 50 Jahre, seit der Zeit von der Giulietta. Kann ich sagen, warum? Ich bin am 10. Mai letztes Jahr das erste Mal mit dem Mito in Kontakt gekommen. Und zwar im Rahmen vom Europäischen Händlerverband, ich bin dort im Vorstand, haben wir das Auto, also vor über ein Vierteljahr, das erste Mal gesehen. Sie haben den Puls führen von der Verkaufsfront, wenn das Auto ankommt, was wir meinen, ob es da richtig ist. Wir haben es begutachtet, haben kritisiert. Und vor allem ist wichtig, der damalige CEO von Alfa Romeo, der Antonio Panavalle, hat für mich eine unheimlich wichtige Aussage. Er hat gesagt, Alfa Romeo wird innerhalb des Konzerns wieder die technologische Leadership übernehmen. Entweder haben wir die Technologie selbst oder wir kaufen sie ein. Wir werden ab jetzt in jedem Segment, in dem Alfa Romeo tätig ist, vorn an der Spitze dabei sein. Das sind unheimlich wichtige Aussagen. Ich mache es, das ist eine Kehrtwende, teilweise um 180 Grad. Alfa Romeo, technische Leadership, wieder vorwärts. Der Mito ist das erste Auto von dieser neuen Philosophie. Ich habe dann in den Geschichtsbüchern nachgeschaut, wo unsere heutigen direkten Konkurrenten da waren, in selben Jahren, in selben Zeit. Ich will vielleicht noch zu diesen 3 Autos in der Passant. Der GT, oder Entschuldigung, der Sprint, hat er hier geheißen, ist 1954 auf der Erde. Berliner und der Spider 1955. Ein paar Stichworte. Jetzt habe ich in den Geschichtsbüchern in den Uhren gefunden, wo unsere heutigen direkten Konkurrenten hier sind. 1954 hat BMW stolz die Zeta präsentiert. 1954, das ist ziemlich das gleiche Jahr wie uns der Giulietta Sprint rausgekommen ist. Sie haben den Gewalt aufgestockt mit 1959, oder bis 1959 ist der 600 BMW, also da ist BMW noch vorne eingestiegen. Zu der Zeit, wo wir hier wunderschöne Auto haben, das einfach mal vorstellen. Das erste BMW von der Rieder, Kugelklasse, ist der 700. Es hat noch grosse BMW, der 8-Zylinder, wunderschöne, zeitlos schöne Autos, die von der Vorkriegszeit her technologisch überlebt haben und in der Nachkriegszeit die kleinen Stückzahlen produziert wurden. Aber das ist der erste wieder echte Freigabe von BMW. Ich habe eine sehr persönliche Beziehung zu dem Auto. Es hat auch eine Sportversion von dem Auto, der 700 Sport. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit so einem Auto im Nürburgring 6 Stunden zu fahren. BMW zu dieser Zeit. Ich bin allerdings nicht viel gefahren worden, wie irgendwann hat der Geist
ausgegeben. Glücklicherweise nicht, wo ich an Steuer war, wie ein Nachbar, bei dem, wo sie Luft bezahlt. Und die Ventil, die vorgeschlagenen Ventil sind dann mit Copilot passiert. Aber einfach qualifizieren, was wir haben. Nämlich Audi. Audi hat zu selber Zeit noch nie Audi geheißen, sondern DKW. 1955, das ist zeitgleich wieder in der Golf- und Giulietta-Reihe, ist das moderne Auto 3x6 präsentiert worden mit einem 900 Kubik Zweifachtmotor und stolzen 44 PS. Die Giulietta-Baureihe hat auf Anhieb aus 1300 Kubik 80 PS. Das ist dann 3 Jahre später, also 1959, der Stolze Junior, das ist die Luxusversion, oder das Bildungsland von der L-Version, 750 Kubik, Zweifach, 36 PS. Das war der Stand dazu mal. Und wenn wir jetzt einfach die schönen Autos dahinter nachholen, wir sehen, wo wir heute sind. Das ist der erste Auto, der 103. Mit dem ersten mit Viertaktmotor, aber das Auto hat immer noch ein recht bodenständiges Image gehabt. Der hat ja gesagt, er ist serienmäßig gut für Hosentragen, für den Fahrer sind eigentlich serienmäßig mitgeliefert. Genau. Porsche 356, das Urmodell, ist gut. Was haben sie denn falsch gemacht? Wenn wir Fahrzeug selbstkritisch werden. Und schauen die Geschichte von Alfa Romeo hören und tief kann. Und wir haben gesehen, dass ein Wissensvorsprung für Alfa Romeo Schieberung Zeit. Gute Sachen werden probiert, werden verbessert. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, dass wir die heutigen Konkurrenten, die damals noch gar keine Konkurrenten waren, doch mit dem Rezept von Alfa Romeo gross geworden sind und Erfolg haben. Giulietta Berlina, das war die erste Familienlimousine, die kompromisslos auf Sportwagentechnologie basiert hat. Wenn Sie mal schauen, was zusteht, dann geht es. Das war ein Chef, das war ein Vorteil, das war ein Onkel Olympia und weiss ich was. Das sind langjährige Familienärzte. Das ist so etwas Wunderschönes in Stadt Hause. Was hat die Stadt rumgelaufen? Alfa Romeo ist zu selber Zeit 50er, 60er Jahre Staatsbetrieb. Und der Betrieb ist viel gesteigt worden, das hat man von Professoren. 700 Grad pro Jahr hat die gesteigt. Alfa Romeo hat natürlich einen Teil vom Streik, das ist renoviert Unternehmen. Und der Betrieb hat auch noch für etwas anderes dient, das ist für Beförderung oder ich würde mal sagen, für Entsorgung von Staatsfunktionären etc. zählt. Das ist vornehmlich mit Staatsräten geworden, mit grossen Versprechen und hat wenig Industrialisierung vom Süden gefolgt als der Produktion von Spitzentechnologie. Das müssen wir sagen, es hat eine gute Sache gehabt, aber immerhin, es hat eben die Höhen gegeben. Alfa Romeo